Und da sehe ich hier mit Herrn Wiens. Er ist einer von den Gideons, der viel die Testamente oder Bibel oder andere Traktate verteilt hat hier im paraguayischen Chaco. Dankeschön, Herrn, dass wir der einmal ein bisschen vertalen. Weil sie hat mir auf der Reise auch ziemlich verteilt, was bringt dort, wenn wir Testamente verteilen. Da hat er ein paar Beispiele, was er nachher angeworden ist. Hen, möchtest du mal einmal vertellen, du hast da mehrere Beispiele. Vertel doch mal, was bringt dort, wenn wir Traktate, Testamente verteilen? Ja, ich möchte ein bisschen was vertellen von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber ich möchte dort vertellen, der Gottes Eier. Nicht dort, wie dort, was gelesen hat dabei, aber wie Gott wirkt das. Weil Gott uns Menschen braucht, um das zu bewirken. Ja, weil Gott und dort manchmal fragen die Menschen, na, was haben ihr davon, wenn ihr die Testamente verteilt? Ganz korrekt. Was bringt das? Der Mensch weiß nicht damit anfangen. Nun will ich mal ein Beispiel vertellen oder ein Erlebnis. Wie wir auf Feierstedt, meine Feiermann für wir hier in Philadelphia, Texas, Mons, wie früher über Abuelo Sanchez, dann war General Diaz, Cacique Sapo, Clemente Faya, und dann über La Verde, Roja Silva, Teniente Esteban Martinez und Martín Caballero. Wir kommen Gott voran, wir hatten sehr viele Testamente verteilt, wie wir Rafael Mann hatten, die Kaminate vollgepackt mit unseren Badesachen, alles. Da wir Rafael dann, wie wir ganz schön belohnt. Und als wir in Martín Caballero, dort ist da, wo die Route enge wird von Tranchaco kommt, und da, wie wir dann dort ganz gewohnt, und endlich wollen wir dort Nacht bleiben, so haben wir dort geplant. Aber irgendwie sagt uns dort nicht so gutlich, und beredet dann so, wie wurde bei der nächsten Polizeistation vor. Sagt wir uns dann dort, Militär hieß ab da, empfangen die auch, kommen dann an am Hüsschen vor, alles dicht, da hatte ich doch nicht Strom, elektrischen Strom zum Licht haben oder was. Weil wir nicht einfach nicht, und dann auf einmal kam dann doch eine Blitzlampe, da dachten wir mal ein Militärmann mit seinem Telefon, da dann kam und frug, was wir wünschten. Da frug ich an, der wir hier Nacht bleiben. An die Zelte abstellen auf dem Hof. Da sagt er, kann ich zum mitkommen? Und dann weiß er, da bin im Zimmer. Und da hat er Feierbaderei. Wir waren Feiermänner und er hat Feierbaderei. Da hat die Chasse alles komplett. Sagt er, wenn die Welle, können die hier schlupen. Mensch, was gebeten können ja sich passieren. Das wäre ja so was herrlich. Und schreibt wir da Scheidsmanns, wo wir ab, also ab, sind in einem Ort, wo wir Maderei. Ich habe dann mit dem Thermos gesagt, das wurde an, sagt, du brauchst nicht 4 Morgen noch was, ich habe wo da reingemacht für ihn. Und sagt er, mit dem Thermos, ich wollte ihm auch nach Fallfällen, habe 2 Thermos. Und dann stunden de andere weer, stonden ook al op en dan dronken we alle het maten. Een paar dagen moet ik voor de Marie-aandacht. En ja, hij aanvangt met de Marie-aandacht. Dan ging je in een auto en holde zijn kleines blauwe testament voor van de Gideons. En schenk hem dat, ja. Ik wil hem een Bibel geven. Dan zegt hij, ik heb het. Dan fährt zich aan de FOP. Dan zijn militair FOP. Bij de Jagd door. En holden eruit en dat we al meest niet meer blauw, dat als je nog blauw, als je nog ganz niet. Maar dat we al ganz verbruikt al te zijn, die had dat al veel gebruikt. En dan staan we van, hoe hast du dat? Dan zegt hij, weet je, als ik mal uitleren deed, als recruit weer, dan komen we weer in Mariscalistische Rivier. En dan komen er een paar blonde mannen van Loma Plata, die kunnen überhaupt niet Spanisch. Kein Spanisch hadden die niet kunnen, maar die hadden aan de allen Testament gegeven. En hij had ook een genomen, aanvankelijk had ik niets met verstaan aan te vangen, niets wist aan te vangen met dat. En hij had maar wat bijna gelezen, en dan zegt hij,
hat sich so phänomen, het nächste Mal Hus von Benjamin aus der Wahl. Von dort kam er. Und da wirst er wie eine evangelische Kirche und da wie ein Pastor. Und dem Pastor wird er fragen, was er am halben kann dort bestimmen, wo dort Testament ist. Und so deutlich dort sagt, dann hat mich betiert und von dort sieht da Mitglied an der Gemeinde, meine Frau, dort wir dann noch mal bloß meine Freundin, darf sich auch betiert und meine Tjenja, meine Frau als Sonntagsschullehrerin und meine Tjenja arbeitet in der Sonntagsschule und an der Jugend mit. Da ist er als evangelisch und jetzt haben wir das kleine Testament mal betiert und das lässt ich niemals uit meine Tasche. Er war als Manns Abstuhl und mit der Jagdantrag, das Testament macht jeder Tag mit mir mit. Und dann gab ich ihm das nie, nach dem Neuen Testament verrät, als ich sagte, ich hatte nie, aber das alle, weil ich nach einmal Hölle sagte, das hat Jesus gefunden. So kommt das dann ran und der ist noch so gastfreundlich und Jäftchen da zu wohnen. Ja, und der Leute ans dann durchschlupen und dann hat ich dann, wir haben gerade geschlafen und dann frug ich ihm nach so wie an, und als wir dann Tepmate getrunken und fröhlich ältere Leute anmachten, fröhlich an. Ich sage, wo kommt das, dass er Feierbade für uns reingehauen hat? Wie hat er gedacht, wie wir an der Feier kommen, er hat Feierbade reingehauen? Als er einmal Feierbade reingehauen. Na, sagt er. Er hat den Tag über Morgen gehabt, er soll Feierbaderei machen, er wird danach Jas kriegen. Und so wird Gott, ja. Dat, einfach, das Sperre, da wird wir kommen. Da wird wir kommen und dass wir dies da erwarten, habe ich ganz enttäuscht gewesen, und ich gesagt, naja, das wird auch wohl so mal gewesen sein, aber und als wir ankommen, hat er gewusst, er dort, dass wir dort, warum er hat muss Feierbaderei machen. So ein Erlebnis erlebt man dann noch gleich vor, dort ist voll, dort ist so, naja, dort ist hier gastfreundlich, vielleicht von Armen so, aber ich sei dort aus, ein Wunder Gottes, dort Gott, das sind Wort, Menschen den wachen Arm finden. Die ganze Familie auf das ein kleines Testament hat sich betieren. Die ganze Familie ist eine Gemeinde und wir Gottes Wort mit. Dat al mehrere Jahre terug wat dat Testament verdeeld worden wäre. Ja, das macht, wir nachher befrieden sind, die kennen ja wieder als Jugendliche. So, das war all ziemlich viele Jahre terug gewesen. Ja. Paraguay ist sehr katholisch. Und die sind viel in katholische Schulen gewesen, in Internaten und so. Die habe ich heute noch ein Beispiel, was die erlebt haben mit einer katholischen Schule, der Direktor war wie dort mit. Ja, das ist das stimmt. Wir sind sehr viele katholische Schulen und Internate. Und wir hatten da eine non-Jahr in Perisal. Der war der Direktor von der katholischen Schule und dann Sagrada Corazón de Jesus. Und dann ein Jahr später fuhren wir dann Leine Rüttertan Schaukel kriegt die Schule alle besitzen und Dorfverteiler. Und dann kommen wir bei der Schule bei Ipoku, wo die Kirche ist und wo der Priester ist. Und dann trafen wir den an da. Und der freut sich so sehr, dort wieder ankommen. Wir haben Artane gelehrt, ja vorher, und sie hat sich so gewünscht, wenn wir da kommen, auch ihre Tjenja die Bibel brachte. Und dann hat an vielem Unrecht mit der Uranie. So. Wir verteilten dann wären bloß 2 Klassen bleiben, immer will anreden die Bibel nicht haben. Dann wir waren am 2 Weg kommen wir hier vorbei, weil wir da fahren und dann war ich vorbeikommen und dann waren wir die 2 Klassen nach, bringen wir an dem Tag und dann in der Klagentid, wo wir hier sind. Ja, so freut sich. Nächsten Tag, als wir dann rein mussten, Unterwegshandel fahren,
rief mich der katholische Priester an von dem Church. Und dann sagte er mir die Meinung. Aber der hat mich sehr viel gesagt, was wir Evangelikus werden und was er darüber hält, Bibel verteilen an der Schule und so. Sehr. Da wir haben. Und ich hatte mich das Ganze an. Plachje stond bezit einmal und sagt, ja, mir muss das Telefon. Ich will mit dem reden. Ich kaufe das nicht, weil ich wusste, was auf einmal vielleicht dem Tritt sei. Und ich hatte ihm nicht ein Wort gesagt. Und dann, als er vor ich wie es in den ganzen Levite mir vorgelesen hat, dann frage ich ihn, als er wird bereit sein mit mir über das Material zu besitzen und darüber zu reden. Dann hang auf. Das will er nicht. Aha. Als wir dem Tag, was wir gesprochen haben, da hinkommen, dann kommt er an und soll jene wie sehr traurig und sei die auch Leute an. Ja. Dat weer dan die 2 weken later, ja? 2 weken later. Und er sagt, hermana, tranquilo, wir wollen mit dem, als wir können mit dem Pai reden, mit dem Padre. Ja, dort durch. Also er freut sich sehr dort wie. Und dann gehen sie mit uns dann durchhin. Und er sagt, bitte für die Church, für die Wohnung dort. Der Church wird bis einziehen, anders die wird die Wohnung, da sagt er dann. Und Mario Sohn. Und dann stellen wir uns fair und kommen mit Materialien. Er redet uns nicht die Hand, er redet nach der Hand und will dann bereisen. Also hij wist ganz genau. Ja. Wie meint dat ze dan al? Ja, wir hadden dat. Telefoon geredet hat. Wir hadden dat Material mit. Ja. Und dann sagt er, dass er non Gummel nennen, das Padre Valenzuela, dass wir sind Chef nämlich von Ascension, dass wir nach Herrscher aus an dem Rang, und dort wir sind Chef. Und der soll dem auch noch sagen, dass ich noch freistich, und dann wollen wir nicht mal reden. Naja. Und wirklich, der kam mit dem Teppich da, und der sagt sich, wie bin ich reise, und wir sehr freundlich, der Mann, sagt sich, an einer Stelle sagt er, hier sagt die Hahn, und dann sagt er, nu, erklär mir mal, was ich hier habe. Und dann weiß ich ihm das alle. Und da die wenigstens eine halbe Stunde bei den Traktaten, in der Bibel, über das Neue Testament und alles so verteilt hatte. Und der andere, der vroeg einmal, na was sagst du? Und er sagt aber nichts, er stellt. Dann, als er vor dich hat, dann sagt er, weißt du was, sagt er zu seinen anderen Padre da, weißt du was, das Material darfst du sehr allgemein verteilen lassen. Das ist sehr gutes Material und dann sagt er zu mir, das darf ich in alle Schulen verteilen. Und dann will er weiter wieder hängen an Stand für die der Spende, wie wir von einer Organisation, wie wir von Chinese Church über anscheinend darum, wir wollen dort die China, die Bibel sollen channelieren, dort Wort Gottes. Und dort wir wollen damit diese Arbeit auch dort beitragen, für das friedliche Leben am Chaka zu fördern. Und dann sagt er, das ist wunderbar, was ich dann diese Arbeit, das gefällt mir. Sagt er, 2 Sachen sieht er mir. Sagt er, erst, als sie in Ascension Bischof so und so. Und dann gab er mir seine Telefonnummer. Sagt er, man, irgendwo in Paraguay, du Probleme hast in einer katholischen Schule, da greifst du so normal. Und da sagt er, und die zweite Sache, ich will ihn anladen,
dat je naar Ascension komt en dat je in Ausparaway komt en alle ween aan een katholische school deze Bibel verdelen. Het Testament en ook deze illustreerde Kenya-Bibel en wat niet. Dat is wel dat je alle ween te verdelen, dat alle opvoedingen die hebben en ganz Paraguay en alle katholische scholen dat verdelen. Wie hij dat die aanlouding niemand ervaren kan. We willen gewoon am stand dat te ervaren door hand van Ascension en zoveel Bibel en zoveel Töpfe kriegen en de Arbeit dann. Aber so die Gott und ich habe die Nummer auch niemals gebracht anrufen will. Wir haben hier niemals mehr irgendwo in eine katholische Schule oder wo ein Padre wir da, ein Non wir Probleme hatten. Die haben uns immer alle sehr gut abgenommen, dort mal die Zeit. Die haben uns vorhin besser abgenommen als die evangelische Schule. Und wir sind sehr dankbar Gott. Ich habe mich gebracht mit kein Wort dem Padre von Paipuku jen überrascht vor dir. Er hat mir sehr viel gesagt über die Beniten, über alles. Und ich habe nicht ein Wort gesagt. Und bloß mir einmal dort angehorcht. Und nun hat der liebe Gott gerade dem Tag, wo wir mit dem reden wollen, der wir Padre wollen sollen, der wir Bischof wollen sollen, der wir de Nacht gekommen und die will immer Mittag zurück vor der Ascension. Die wir kriegen die paar Stunden. Wir die da und können dem Padre mal ein bisschen mal sagen, wo das lag. Ja. so wird Gott. Ja. Und wir sagen dort einfach aus Gottes Wirkung. Als wir dann da waren, den Namen der volle Fehlstein auf Gott. Wir sind sehr froh und bedanken sich und wir dürfen dann durch die 2 Klassen nach der Bibel dort alle verdelen. Und die bedanken sich einmal, bedanken sich dort, wie den Möglichkeit hatte, mit dem darüber zu reden. Mit der bloß den anderen Leute hafte, die Meinung gesagt, ohne seine Erlaubnis Leute dort Bibel verdelen. Aber seine Erlebnisse braucht man dann. Aber Gott wird anders als wir. Und dass wir nicht einfach, dass die Padre wollen sollen oder wir, dass wir eben Gottes Führung, dass die Kreis dem Tag, die paar Stunden wir die durch. Dankeschön, Hein, für deine Erlebnisse vertellen. Und du hast ja selbst gesagt, Paraguay ist op om Bibel te verdelen. Gideons Bibel ook. Hoe zit het met Gideons Nachfolger die dat doen? Ans viele Menschen, ja? Ans viele Menschen. De Gideons wordt van ons aan het meest al in dem aller Büte gesucht worden. Nog voor een paar dagen een Strapazen op zich nemen. En viele andere Gideons zijn ook gestorven en mannen. Van Fernheim, als de einzige Gideon, wat nog in Fernheim actief is. Ich habe noch einen Compañero hier in Philadelphia, aber der ist auch krank und der kann nicht mehr rüberfahren. So, ganz viele sehr neidig, junge Menschen, junge Kräfte mit dieser Vision, die Bibel zu verdelen an der Schule, an Polizei, Krankenhäuser, Militär, alle wen, wo Menschen sind, auch persönliche Arbeit, die Bibel te verdelen, dat Wort Gottes, dan maar durch das Wort Gottes kennen die Menschen den wahren Jesus finden. Gut, Hein, danke für das, auch diese Einladung. Das gilt nicht bloß unbedingt für Paraguay, das gilt auch für andere Länder, weil doch für solche Bibel zu verdelen, Bolivien, wo immer man ist in dem Land, und gerade still sitzt und bei der Militär oder beim Gefängnis oder irgendwo in der Schule das verdelen. Dankeschön, dass wir darüber reden hier und ich wünsche Ihnen und die Gottes Segen wieder. Dankeschön auch, so wünsche ich dir auch.